begeistert stand zurück zur nächsten Episode von Splatoon 2. Der Octo-Expansion, ja, wir sind am Octoling. Ein neues Erlebnis, aber gehen wir mal gucken, was wir nachher so können machen. Wir sehen also so Ebenen. Erstens, wie sieht das hier aus? Mit 0,4, wir mit 0,5 angefangen, da freue ich mich schon ein bisschen von der Logik, dass du keine Reihe voll Skin hast. Wir schaffen also mal auf die längste Hand, dann rauf mit 0,4, lo, 0,4. Und wir werden gesehen, wir werden viel zu machen kriegen. Ganz schön geil, das heute, haben wir gesehen. Sepisphäre kriegen wir am Bürstfelder hier zu spielen. Das ist ein Punkt, den gefällt mir ziemlich gut am Spiel, das in den wir kriegt. Da den mal auch die Spezialfähigkeiten möglich kann ausspielen. Aber wir sehen noch hier auch ganz wichtig, wir müssen keine Zeit hier als gehen. Auch hier ein ganz cool Passage fand ich. Also, du siehst auch, ja, ich kriege mich noch professionell rüber gemoved. Ich muss mal ein bisschen nach jetzt genau so eine Spezialfähigkeit, die ich am Online-Modien nicht viel benutzen und dafür gesagt wahrscheinlich für verschiedene Leute ein bisschen konfus aus. Aber für andere auch ein bisschen mehr normal für sie auch, dass sie selbst haben wieder da. Fand ich ganz gut, dass sie da am Story-Modus eine Erweiterung der Leute so zur Verfügung stellen. Und ich so immer die Leute, die Splatoon 2 nicht tun, spielt doch den Story-Mode, da lernt da viel bei, für auch am kompetitiven Gegner zu spielen. So, logisch, Zeit bis mir muss man gucken, mal hier aufzukommen. Und wir kriegen das kann ich ja noch hier, fand ich eine gute Passage, wird mich noch nicht viel Zeit kosten. Nee, ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die bis präzise der tote Wille spielen, die verlieren hier ganz viel Zeit. Schwierigkeiten sind also auch an den Mini-Levels gehen. Ich nenne sie mal Mini-Levels im Moment, weil es könnte man so viel, die waren nicht mehr ganz kleine Level sehen, wir dürfen aber ganz, ganz viel. So, ihr seht ja auch, weil ich muss einfach die Ball-Mechanics bis zum Spiel der Sepisphäre da durchkriegen. Da sind wir schon durch, und hier auch ein quer. Bums macht es dann auch nicht mehr gepackt, also ihr seht, ganz feine Level. Auf der Bürstfelder hier, ja, wir kriegen ich nenne immer so Radiergummi wie früher, wie in einem Schulgang ist. Ähnlich das gesehen, Stunde der App ist daraus, für ein Kind verglacht dort machen. Den Punkt hat man darum freigeschaltet, dann gucken wir mal bis zu 4 und hier gehen wir direkt für den nächsten. Voilà, wir gucken das eigentlich an. Also, ihr seht auch immer die Gebühren, ich kann jetzt nach X mal spielen. Aber wir haben genug Gebühren, wir können auf Drop gehen. Also, hier ist schon wichtig, mit B01 und A03 ist schon ganz interessant. Und wir gehen aber vielleicht auch A06 gucken, weil ich gucke noch ein bisschen, aber so ganzen Dinge jetzt durchzukriegen, Talschen pro Part. Ich kann auch 400 Parts gehen, ab jetzt vergessen. So, den Blaster kriegen wir dann noch Rollo. Eine Waffe, die ich persönlich nicht so gern hören. Weil er jetzt probieren mal aufzuscheißen, da geschieht nichts, dann schafft noch kaum die Chance auch dabei. Wir loggen uns an, wir checken den Mann, checken. Wir finden dann verkannt, wir hüpfen halt ein bisschen runter und die du hast immer eigentlich ganz schlecht in Erinnerung. Das ist wirklich ein Challenge-Teil. Ich muss ihn unbedingt x-mal hören. Du eine Spätmemories für die Leute, die das Splatoon 2 normale Story geguckt haben, die wissen, was schwarz. Ob ich da falls bisschen halt Jumping Time. Der gesehen hat, ich muss gucken nach Jades gehen, ich muss auch ein bisschen mich schon gewinnen. Und was ich aber ganz gut fand, es geht halt auch mit Sideplaying. Das ist ganz, ganz interessant. Wo ich ein bisschen vielleicht Referenz machen für die Leute, die Splatoon 1 gespielt haben. Da hat jemand den Amiibos auch Spezial-Zeit-Constraints, also Zeitmissionen müssen freischalten und noch packen. Da man ein bisschen vergleicht immer da ähnlich das wie Lo und Amiibos benutzt für just der Musik hochspielslos, pipapo, oder hier eine schwere Passage. Da werde ich ganz knapp nicht aufkratzen. Also, da kann man erzählen, der Welt, mit Challenges sind hier genug gehen am der Fortsetzung von Octo Expansion. Man kann direkt 90 Sekunden bei, also du musst so, du hast vielleicht auch ein bisschen Momente, wo noch vielleicht zu viel Sekunden. Ich kann mir vorstellen, die Leute, die nicht so am Spiel, ouch, die am Spiel nicht so friendly sehen, das war gut, dass man gepackt hat. Ich sprang auch ein bisschen runter. Und dann gucken wir mal, dass du Reiz machen. Und noch die Passage fand ich sehr, sehr gut. So gesehen einfach an dem ganzen Splatoon, an der ganzen Splatoon-Reihe noch so viel Potenzial dran, dass man noch an den nächsten Jahren viel Spaß damit werden.
diesem YouTube-Channel mir auch Mann nähen, wo man am Discord ab und zu Mann nähen zu fair Leute spielen. Und das ist halt nicht immer garantiert, dass man zu fair spielen, mehr für die Leute, die auch Splatoon noch nicht gespielt haben. Spielt auch allein am Sinn von mehr durch die Story Mode alles, weil das hier ist einfach genial. Challenge-mäßig schon am nächsten Level mir gefällt. So, halt guck mal da Loren kehrt Sarah so. Ich spring doch runter, aber weißt du, was mal so machen. Also schon fertig, im Moment mit dem heutigen Level. Du siehst dann also, wie sehr es geht, für ein Level halt gefinisht zu kriegen und Octa Expansion. Wir hatten einen kleinen Abrier schon geschaffen, dass wir da Movie Maker anstelle schick kriegen. Dafür gehen wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Wir sehen also im Check alles. Und ich meine, wir bleiben noch. Wir müssen das nicht sicher machen. Guck mal, aber nur lehnen denken können, was du was tun könnt. Ja, nee, wir zecken halt, wenn wir nicht wissen, wer richtig schläft. Also, es ist wirklich nicht mehr eine richtige Story, das Ganze, dass ich das dann alles bei ihnen hat. Mini-Levels sozusagen, Mini-Challenges. Mit seinem Checkpoint, da guckt man dann, man, das Teil ist ganz interessant für euch. Man Titten, der Tittendrüse werden es mal einfach. Weil der Tittendrüse entschuldigt, auch ein, wo viele Leute nicht über der richtig eins gehen. Wie der heute hat gesehen, ich weiß nicht, wo ich stehe, weil lesen. Die eine Seite ist ganz flott, hat doch so beigeschrieben, wie so lesen, als wenn es das kann, so ein Hajolo. Ja, aber das Problem ist, ich kriege noch einen Checkpoint, so. Weil ich nicht drauf fällt, das war schon ein bisschen lucky, um ehrlich zu sein. Und der merkt, es spammt rundherum und wir wissen nicht wirklich, wo die Leute geht. Und so lange Passage, die hat wirklich aus, ich will eine Stunde checken, was lebt. Ich weiß es nicht, auch der kann nur ein Kerl erzählen, wie du vielleicht auch Krampus hat. Für den Weg zu fahren, dann werde ich gleich checken, wo der Weg eben ist. Nämlich harte Küchen dort. Wäre nicht umgewischt für, ja, weil es sich schlau. Wo zum Teil will ich schreien. Weil ich da einfach nicht drauf komme von mir selber, Mann. Tintendüser. Voilà, hallo gesehen, dass dann auch wie es ausgeseit von den seinen 3 Leben verloren hat. Also auch nicht heavy. Wir müssen einfach 100 Dinge bezahlen. Und dann so zurück. Fand ich halt gut, weil es werden noch Levels schwer gehen, die wirklich aus sich. Das ist schon ganz Trecker kämpfen. Da wenn es kann halt so vielleicht sehen, nur out of money gehen. Dann wir doch vielleicht auch ein paar Sachen offline machen, für so einen Trick zu kriegen. Die Rolle zu weit zu sehen. Werde das dann auch live ankriegen, weil dann zu erinnern, das habe ich nur kommentiert. Und ich meine, Part 4 geht live kommentiert. Das Schiebe spielt doch Splatoon auf. Also das Spiel wird aber ein bisschen an der Community im Teil Discord gespielt. Bei absolut kein Plan, was ich muss machen, weil ich zu blöd bin, die Karte aus Küchen vielleicht unzuscheißen. Ja, das Splatoon 2, also wir sind auch. Wir kriegen die Hölle kriegen. Gesetze aus, wie uns ein paar Schwierigkeiten hast, kannst du gesagt, hallo, passt ganz gut ab. Sie können das System hacken, also hacken geht an Story angebaut. Das ist auch ein Titel halt von diesem Let's Play Part. Sie hacken sich schon herum. Schon genial. Also kann ich die Level automatisch aufschließen. Abrüsteln hat natürlich auch mit Cheaten halt nicht. Vielleicht cheat man mich später erkennen, wenn du probieren noch selber hinzukriegen. Also Tisch, wie sie nur 10 Mal umsteckt mit 6 Leben am ganzen gestorben. Und dann aufregt Nintendo das schon für zu cheaten. Da war schon ein bisschen Butter, was die Spieler von Demos auch nach Gewinnpass. Die eine Seite so nicht vielleicht Butter, weil er checken, wo der Teil lebt. So, dann muss ich Klick am Kopf, ne? Da kommen wir 4 Runden. Wenn du nicht direkt drauf kannst, hat der Kaufhaus kannst du nur etwas sehen. Und du kannst Level nicht, weil du bleibst letztendlich aber aus dem Moment, wo ich spiele. Also schon ziemlich Sport kannst. So, also die drehst auf 4 und dann habe ich im Orlo. Zielen muss ich können. Und man muss in Ziele für nicht komplett aufzahlen, fallen. Und da geht doch reich, weil er ein bisschen im Tempo. Also, die Passage ist einfach herrlich. Konzentrieren, wo was der Gegner. Konzentrieren, dann für die Boosten dort zu treffen, hat eure Werke getroffen. Und dann, du kriegst ja, wie es mit dir geht, und dann packt man da war. Das wird nur fährt Level gewischt sein. Ich habe heute Krampus nach 4. Level noch zu finishen, den 07 Luftfahrtzentrum.
Und wenn ihr nicht direkt drauf könnt, also der gut sich von einem Spiel, das nicht alles einfach Terra leitet. So, dann hat man den noch gemischt. Und wir sehen noch, wenn sie mit dem Kattel Kuttfisch gechattet, Tisch du kriegst noch ein Discord, ein Chatlog kriegen zu lesen. Mir den dann noch vielleicht heute per Hinz, also auch große Besuch. Außer du bestrafen, aber gehackt werden. Wow, spannend, das darf ja kein Sass. Challenged. Kennst du mir weisen, was für Dinge du gesammelt hast? Ganz plötzlich oder ganz abrupt. Den Don as Hellnoers, also Mafia aus Platoon 2 as dann Origins2 agetreden. Dat sind Erinnerungen, die ich sammle, dat sind Souvenirs. Und da möchte ich das ganz bisschen sein. So sind wir eben Fotos, Stempeln etc. gesammelt an den anderen Story Modes. Und los haben wir Souvenirs am Markt von Radiergummi, nennen es immer. Und hin also als auch so ein kleiner Sammler, den sich das Ganze gucken. Den nach der Trisch bei se doch Kappen Kuttelfisch der se der rich also du statt 2 von zu 2 Wago also mirlo mir hun den zweite Part an der Wago Götzelle sich gefällt heiter lo Chatum ja kann man kadrewer gucken wat du so geschrieben gött kann man bis stalken bis der Witz gemer Kappen Kuttelfisch kann ne Capslock schreiben also eng einer Generation hier kann er alles lesen ja wie gesagt, kleinen Humor auch um der Sache von die älteren Generationen, die mehr modernen Sachen auf sich stört kriegen. Wir sehen als Souvenirs sind wir schon anständig gesammelt mit einer Feier von 80, nur 2 Parts aus der denkt mich nicht so evil. Und aber kleinen Humor beim Ganzen, was der im Real Life rausbringen. Seid ich gespannt, wie die Stadt effektiv 400 entwickelt. So, es geht dann direkt 400 am nächsten Level. Dann haben wir vielleicht schon an 2 Parts aufgeschlossen. Das wäre schon nicht so schlecht. Wir gucken schon, wo wir heute durchsehen. Hat man da denke probiert. Nix da, hier kann doch mal dran. Der Tisch, du kannst aber mal rauskommen. Weil effektiv, es schon auch alles haben an den Abgabe gehabt. Weil ich nicht fast wen aus dem ganzen Dingens Zieps da rauskommt. Also, eine kleine Kritik am Anfang. Schwierig wieder rauszukommen. Für Back to the Roots zu kommen. Wir sehen also B0 lehnt und auf der anderen Seite haben wir 1003, der hat ganz mit der Metro so ein Kärtchen noch geht. Ich weiß nicht, aber ich könnte noch erinnern, in der Stadt haben so ein Kerl den ganzen Busreso präsentiert und hat so Spaghetti-Monster verglichen gemacht. Ich hoffe, ich der Datei am diesem Let's Play okay, Spaghetti-Monster geht. So, hallo, ganz interessant, das hat mir auch gut gefallen. Der Bowlingkurel, die muss man ans Ziel bringen, also auch durch einfach mit Pluspunkte für das ganz challenge-mäßig durchzukriegen. Und auch da gehen Passagen, weil wir merken, nicht so evident. Ganz chillig, Musik dürfen sich schon ein bisschen ruhig bleiben. Weil ich nämlich heute merkt, natürlich mal wieder als ein Terzeit bleibt, aber kein Zeitdruck mehr. Bowlingkurel kann also ganz gemütlich hin und her gechillt gehen. Und nächste Woche gehe ich noch mit Abschluss darauf, dass Bowlingkurel heute so kann ich so fliehen. Da sind ich gespannt, wie es steht am Laufe der nächsten Levels wird entwickeln soll, um auf vielleicht gemütlich herabzukommen. Und gucken wir mal, wo wir da sind. Okay, da muss man hin. Klicken mal. Vielleicht Bowlingkurel mal rüber moven, yep. Und da gucken wir vielleicht, hey, wirklich eine ganz geile Passage, wenn es so. Ich werde es auch nicht halt packen direkt. Und wenn die Bowlingkurel weg ist, passen wir auf, dann explodieren wir auch. Weil ich die Bowlingkurel, der Kurel verlieren. Also, da mir einfach Kreativität aus am Spiel aber noch mal gehen. Oh, hey, ist schon der Krampus, diese River zu kriegen. Da gehen wir zurück drin. Hat vielleicht nicht probieren, die andere Seite von der Auftrennung einfach drauf zu schießen. Hey, oder falls mal so rauf, geht just die Tür an, zack, zack. Okay. Challenges sind also garantiert. Und hey, ja, komplett Quatsch. Mit dann hast die dritte Karte und dann ist schon Rimme Game Over. Das hätte man oft gesehen. Und ist so noch ehrlich, das denke ich kein Schaden. Wie heinst du Leben zu verlieren?
Muss lernen mal nicht komplett bei 0 fänken, wir können direkt 3-4 führen. Und da hat nicht viel gefehlt, da hat man aufgepackt. Aber noch einfach wissen, wir sind an der Welt, an der Domain A, und wir schon so Challenges. Da wissen wir, wie es 4 geht. Krieg ich das da hin, guck dir den dort, da dann für uns, was für ein Troll am Story Mode. Verlegt beknackten Zylinder da. Ich gehe dir mal gucken, krieg ich was überhaupt, den Übel hätte da. Nee, zerstört mich einfach nach RSK, das hat geklappt. Einfach nur krass, dass das in dem Moment gewirrscht. So, der Tisch du so etwas gebaut. Du kannst gar wissen, wie sie vielleicht sich Sachen halt Brett machen. Am Heu wird auch nicht gelingen. Jo. Daneben also nicht so evident. Alle können im Tacker ziehen. Das ist aber wirklich so ein bisschen so gemischt, was das schon offiziell ans Spiel aber in den Hacken kann. Vielleicht die eine Seite sind Humor okay, mit der anderen Seite, holy shit, Nintendo, der ist ganz genau ein bisschen negativ. Hacking 10 an den Wii-Zeiten zum Beispiel gehabt, wo wir einfach lächerlich gehen, das Match kompetitiv zu spielen, da will ich nicht, dass Nintendo geht. So, das gepackt gemacht. Ja, einfach großartig, es war eine schwere Geburt, hat der dort der Bowling-Kugel. Effektiv. Okay, die Passage hat mir aber gefallen. Weil es einfach so mal herausfordert war. Da habe ich auch eine neue Passage. Da geht das da dann so löst drauf, muss ich schon aufpassen, dass man nicht darauf rollen. Also, zu bauen aber Challenges an und ich meine aber gleich kommen wir so löst zu an. Respektiv, wir müssen da mal, oder das ist auch gut gemacht, Bowlingkugel muss ich nur rankriegen. Für dass die Flasche da abgeht. Guck dir das an. Die Mechanik. Aber ich gehe gerade nicht ins. Naja, du checken nicht, was da lief. Und uns einfach da durch den Kopf gelesen, was du gerade zwafft hast. Hat du alles aber als Kantor kommen nach die nächsten Zeit als Plateau 2 Spieler. Noch lohnt eine Passage am Spiel, am Level, ohne Bowlingkugel ran. Das ist ganz gut gemacht. Wo ich mal muss Schlüssel sicher kommen. Und so, Gott sei Dank, dass wir ein bisschen Bowlingkugel da drauf können, das wäre ja unmöglich gewesen. Hier am Octo Expansion Story Mode. Da hier gesehen wir jetzt, ja, ich kann auch zeigen, ob das noch nicht platt gemacht gehen. Da muss man like hier, wer Gott Bowlingkugel da. Zurück bei mir gesehen, und dass da Hannen wahrscheinlich schon Schluss ist. Da da ein cool Saras für Level so zu finishen. Ein kleiner Katapult zum Schluss. Und ich natürlich ein bisschen timen. Wenn wir als Klegelo, dann wir vielleicht zielen können. Und dann ist schon ein Klick. Aber wir gehen einfach an die Luft geheizt. Kleinen Attentäter, den der Schaffner Seegurke. Kennt schon ein bisschen am terroristischen Hintergrund hin, das kannst. Oder das ist eine Differenz. Aber hin mit den Schlüssel, da muss nicht in einen zweiten Käse gehen. Mit dem Ballonfisch nennen die das Kugel zum Ziel bringen. Hallo, gesehen ihr jetzt, es klappt. Ja, es klappt, das Gematik gut. Just, wir müssen noch vielleicht rüberkommen. Auch einfach geil gemacht, die ganze Level. Chapeau. Das schon für den Anfang. Es sind begeistert. Für den Rest von Splatoon. Auch der Expansion Deal. Und schaffen die doch, seht ihr doch. Den nächsten Radiergummi nennt es einfach auf der Wipperschule, haben wir da gespielt. Ein gut Minütchen, dann immer den Dinge Zeit fertig, sind ja schon mal 64 nur gucken, hi, Flostbude aber voll. Da sehen wir heim in den ganzen Sektor eng 2 kleineren freigeschaltet, also wir werden genug nach zu die kriegen, hi, an der Octo Expansion. 4 Dingsbungs von denen du und da finden noch etwas Spezielles. Und wir kriegen eine Belohnung von ihm. Bisschen komisch gesagt, hey aus. Das sie leid, das ist Platoon Bierscher, respektiert sie, die Musik machen. Na ja, wir gucken uns dann ein bisschen nun. Nächstes geht der 4 Runden, mal gucken ob B bisschen nice die ganze Geschichte. Und das sind schon im Decke Merci nur gucken. Was kann Gottfisch? Der ist jetzt dafür doch noch heil, oder?
guck mal ein Textchat das nicht neues bon da ich mal den auch im Hanno die Wetter ja nicht um den Sport gegangen sind alle macht gut bis dann ciao ciao RNT Bandecker